Ja, herzlich willkommen zurück, ich bin der Dani Vega und wir sind hier wieder in Generous in DayZ Mod Overwatch Teil 2. Ihr habt das letzte Mal im Video noch gesehen, lag. Ihr habt das letzte Mal im Video noch gesehen, dass ich mit dem Fallschirm abgesprungen bin. Das ist reibungslos verlaufen, ich bin gelandet, habe noch 2-3 Schritte gemacht und habe dann mit der Aufnahme aufgehört. Also beziehungsweise schon aufgehört gehabt, oder mit der Spielsession aufgehört. Und jetzt, ja, der ist überhaupt nicht dumm, schade. Und jetzt habe ich gedacht, ja, machen wir mal Teil 2, weil mein Ziel, einen Mosi herzustellen, habe ich ja noch nicht geschafft, habe ich noch nicht können machen. Das werde ich jetzt noch nachholen, unbedingt, weil, ja, den muss ich euch unbedingt noch zeigen. Das würde nämlich so schön etwas verpassen. Ich bin wieder sehr nahe wie das letzte Mal vom Startpunkt. Der Berg da, oder Hügel vor mir, also wenn ich jetzt anschaue, der ist eigentlich der Hügel hinten dran vom Steinbruch, vom Quarry, an dem Ort studiert. Innerhalb vom Steinbruch, das heisst, ich bin wieder mega nahe von Solnischny. Und zwar, ja, ein bisschen so was ist es, vielleicht so südwestlich, glaube ich. Ja, also erste Priorität ist, dass ich jetzt kurz ein bisschen was zusammen tragen kann. Also Waffen, ich habe jetzt einen Kar98 gefunden, also die Knarren am Rücken. Aber leider keine Munition dafür, weil das so oft manchmal der Fall ist in DayZ. Das heisst, entweder finde ich jetzt eine neue Knarre oder ich finde eine Kar98 Munition. Das wäre das Ideale. Ja. Gehen wir schnell da rein schauen. Ein Sisi. Die nehme ich natürlich gern. Sehr geil. Gut. Wechseln wir doch mal die Waffe. Sisi ist ein Sniper, blöd gesagt, ein recht billiger Sniper eigentlich. Aber ein Sniper und... Oh, der hat sogar noch Charakter ins Clip. Nein, ich bleibe bei der. Es ist ein recht billiger, es ist, soweit ich weiss, nicht ganz so präzise wie zum Beispiel DMR, nicht ganz durchschlagkräftig. Aber für den Anfang eigentlich ganz gut. Mit 5 Schuss ist ja eigentlich das Optimum. Ich habe jetzt gerade einen Zombie entdeckt. Oh, da ist er, ja, voll. Aber eigentlich ganz cool zum Anfangen, wie gesagt. At the back. Weapon Hatchet. So. Also, man kann mal anschauen, das kenne ich nämlich gar nicht. Oder einmal nicht so in dem Stil. Oh, das Zelt. Entweder hat jemand sein Zelt aufgeschlagen, was ungeschickt wäre, ungünstig wäre. Wenn er sich nämlich hier aufhält. Aber vielleicht habe ich Glück und das ist noch schon länger her. Also, was haben wir da? Feldstecher nehme ich auch. Vor allem mit einem Snipergewehr kann es sehr angenehm sein, obwohl mich das Zielvisieren habe ich natürlich auch, aber ja, trotzdem hilfreich. Da hat es eine Karte, auch sehr schön. Gut. Schnell. Also ich weiß natürlich ungefähr, wo ich bin, aber ich kann euch schnell zeigen auf der Karte, wie es aussieht. Also ich bin ungefähr hier. Hier ist die kleine, ja, wie soll ich sagen, die kleine Weile mit den 2-3 Häuschen plus Bürostation. Und meine Idee ist jetzt eigentlich, dass ich wieder so das Übliche wieder nach Solnischny gehe, weil südwestlich
könnte man zwar auf Elektro Sowotsk und Tschernogorsk, aber das Problem ist, das ist recht weit zu Fuß. Und weil ich auch zusätzlich noch keine Toolbox habe, kann ich mir eigentlich das Velo herstellen, wenn ich ein bisschen schneller wäre. Das heisst, der schnellste Weg ist als durch Nischni, und wenn ich dort nicht ganz fündig werde, wenn ich will, gehe ich noch wieder zur Fabrik rauf. Das haben wir zwar alles dann schon gesehen, aber zumindest weiss ich dort ziemlich sicher, wo es alles Zeug hat, das ich brauche. Oder könnte brauchen. Also machen wir eigentlich den Trip schnell dort hin. Oh shit. Wo ist der Typ? Da ist er drinnen. Schießen. Ja, er macht das einzig Richtige. Er weiß nicht ganz genau, wo ich bin, also ist er lieber davon gefahren. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das Einzige, was ich jetzt habe, natürlich, jetzt habe ich die verdammten Zombies am Hals. Und weiss nicht genau, was er macht. Was ist dort noch? Das ist ein Zombie am Boden, den ich umgebracht habe. Okay. Also, ich gehe jetzt einfach mal Richtung Wald und verstecke mich. Unter anderem auch von den Zombies. Falls ihr es nicht kennt, es gibt übrigens noch einen coolen Trick, schon seit recht langem. Dass man sich hier in diesen Tannen versteckt. Und nicht von den Zombies getroffen werden. Ist auch ein Glitch, aber eigentlich ein sehr angenehmer. Also nicht ein Glitch, eigentlich eher ein Exploit. Wo man ja, so unnötige Zombie-Konfrontationen kann vermeiden, vor allem auch ja, Zombie-Angriff sozusagen. Was ich nachher gerade nochmal schnell machen ist rausschauen, ob der andere wieder kommt, wieder zurückkommt. Ich bin zweifelhaft zwar, weil in Solnischny gibt es nicht ganz so viel zu sehen wie in zum Beispiel der grossen Städte Elektro und Tscherno. Okay, das war es für das Häuschen. Gehen wir nochmal schnell raus. Also solange der Zombie nicht sieht, ist gut. Oh shit, er kommt wieder. Komm jetzt, willst du mich verarschen? Das sollte mich natürlich... Gang weg, du Feldstech. So. Also ist vorbeigefahren. Die Frage ist jetzt, wie weit? Ja, es ist eine ungeschickte Situation, also eine ungünstige Situation. Die Frage ist jetzt auch, ob das der gleiche ist oder ob das jemand anders ist. Bisher sieht es gut aus. Ich laufe jetzt einfach mal weiter und gehe zu den Industrial Spawns, also zu der Lagerhalle. Hier rein kann ich, wenn man dem Ding sagt. Abstellhalle, keine Ahnung, irgend so was. Hier ist noch die Tür zu, das ist meistens ein gutes Zeichen. Nicht immer, weil man es nicht weiss, aber schau, Main Router, das ist mal schön. Toolbox auch, super. Also 2 von 3 Sachen habe ich in dem Fall schon. Oh! Da hinten ist jemand. Ha. Also, ich gehe jetzt, ja, Finger gekreuzt. Ich hoffe jetzt mal, das ist ein
What the fuck? Wieso ist da Main Rotor mitten im Feld aus? Ich hoffe mal, das ist ein U-Bahn. So wie er ausgerüstet war, ist das sehr gut möglich. Ich hoffe jetzt mal, das ist so. Weil, ja, sonst habe ich das Problem. Vor allem, wenn mich dann schnell plötzlich sieht. Newsbands abknallen ist nicht so mein Ding. Also vor allem, wenn ich sicher weiss, dass es einer ist. Weil ich weiss selber, wie mühsam das ist und unnötig. Und ich meine, es ist gleich in jedem anderen Ego-Shooter, Multiplayer-Ego-Shooter, wenn man gerade frisch gespawnt ist und abknallt wird. Es gibt nichts Frustrierenderes, es gibt nichts Mühsameres. Darum, das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Aber wenn ich jetzt gesehen habe, dass er bewaffnet ist und so, ja, hat er nicht grosse Skrupel. Okay, nichts. Ja, das sieht doch gut aus. Perfekt. So. Jetzt hoffen wir, dass es das mal schaffen. Okay, gehen wir noch schnell bis zum Ende vom Fabrik. Gebäude. Dann suche ich mir ein sicheres Plätzchen, würde ich sagen. Ah, da ist schon wieder einer. Es ist gerade blöd, weil ich gerade frisch aus dem Gebäude raus bin. Aber ich glaube, so da hinter der Wand ist gar nicht so schlecht. Und Zombie? Sehr schön. Der eine war gut gewesen. Ja, ich glaube, hier ist perfekt. Ich denke, das sollte passen. Das ist ein Stein, gut. Okay, also, das Ding ist, ich habe natürlich jetzt wieder wenig Platz im Inventar, das heisst, ich muss jetzt mal alles am Boden legen. Um den Mosi nämlich herstellen, muss man alles, ich denke, noch schnell am Boden legen. Betrug dort, wo mein anderes Zeug war. Da ist es. Gut. Alles ablegen, inklusive Munition, weil man muss alles in der Hand haben, wo zum Dings können herstellen. Machen wir den Rucksack auf. Rucksack. Engine Parts ins Inventar und Main Rotor ins Inventar. So, also, jetzt nochmal ein bisschen wegstehen. Ich hoffe, es klappt so. Und jetzt ist es eigentlich ganz simpel. Deploy Gyrocopter, jetzt geht es einen kleinen Moment. Ich kann zwar nichts machen, falls mich genau jetzt in dem Moment jemand angreift. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. Und jetzt, da ist er perfekt. Jetzt kommt der grüne Rauch, das heisst, ich muss da, ist mein Zeug, da ist es. Ich muss da relativ schnell mein Zeug wieder zusammenpacken. Nein. So. Grüne Rauch macht ein bisschen aufmerksam, dass da irgendjemand ist. Das heißt, ich muss jetzt relativ schnell vorwärts machen und in die Luft raufgehen. Starten wir. Ich habe mal gesehen, eine Möglichkeit noch gesehen, dass man den Mosi laufen und sich unterdessen in Sicherheit bringt, also während er startet, dass man schnell in Sicherheit geht. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie das genau funktioniert. Darum, ja, mache ich es jetzt einfach ganz simpel so. Und das wär's. Das wäre der Mosi. Und ich fliege. Ich finde es mega cool. Vor allem, wenn der Typ da so in seinem Stuhl sitzt und rumsteuern ist. Ich finde es super. Meine Idee ist jetzt eigentlich, dass ich jetzt da weiterfliege, einfach mal in die Richtung. Richtung Norden. Ich bin jetzt direkt Richtung Norden am Fliegen und habe eigentlich vor, irgendwo in der Nähe vom Airstrip mal runterzugehen. Mal schauen, wie das klappt. Ich bin schon viel zu weit. Merke ich jetzt gerade. Mist. Das täuscht, wenn man am Fliegen ist. Umso besser. Anschleichen gibt es natürlich nicht mit einem Mosi, weil man wird gehört. Das heisst, falls sich jetzt jemand dort unten befindet, habe ich ja, ein bisschen Pech gehabt. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht so weit kommt. Vielleicht habe ich Glück und es ist niemand da.
Wobei ich mir gerade recht überlege, Airstrip ist eigentlich... Ja, wobei... Mal, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mir zuerst überlegt, es hat da die zwei, die und die Baracke, die man fast nicht mehr sieht, die Baracke da unten dran, hat es eigentlich nicht... Oh shit, Autohover. Und da. So, dort tut nämlich, es ist so eine Art Autopilot oder eine Stabilisationshilfe, wo mir jetzt recht nützlich ist. Komm da, auf, Nase auf, Nase auf, Nase auf, sehr gut. Genau, die Barracks sind eigentlich spannender an den Airstrips, also nicht die Hangar, nicht der Flug, also nicht der Tower, sondern Barracks, weil es dort eigentlich das militärische Loot hat, wo man eigentlich eigentlich alle drauf aus sind, oder? Das ist eigentlich vor allem der Punkt. Und natürlich Flugzeuge und Fahrzeuge und so weiter, und ich jetzt in dem Sinn nicht unbedingt brauche. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Mosi für den Moment. Und abgesehen davon, ich habe keine Ahnung, wenn man ich habe keine Ahnung, wenn man mit dem Flugzeug... Keine Ahnung, wie man am besten mit dem Flugzeug oder mit den grösseren Helis umgeht. Darum belade ich das lieber denen, was können. Also, Engine off, Auto hover off, get out. Und los geht's. Die Zombies haben mich noch nicht erkannt, noch nicht gesehen, sehr schön. Dort hätte ich sogar eine Führerstation, das wäre auch noch angenehm. Ich gehe jetzt einfach mal, ja, no risk, no fun mäßig ein bisschen schauen. Zuerst mal in die Baracke zum ersten. Was ist das? Ah, das ist ein kaputter Buggy, okay, das ist sicher niemand da. Oder nicht von jemandem, der damit angefahren wäre. Doch, ich kann rein, jetzt wollte ich sagen. Zuerst gemeint, man sieht nicht durch die Glasscheibe durch, aber doch, man sieht. Und sie ist noch zu, sehr schön. Ich habe einen AK. Durchgang auf. Ich habe einen AK. Ich habe einen M4. Warte, was ist das? Nein, HK416. Gut, kenne ich nicht. Schön. Bis Neues. Ich habe Rationen. Kann ich auch gerade brauchen. Nehmen wir nämlich gerade... Ja, wobei, die brauche ich zwar noch gar nicht. Ich habe nur mal eine Karte. Ich habe jede Menge Magazin, das muss ich dann nachher noch schauen. Zuerst einmal abchecken da innen. Ein was ist das? M19? Nein, das ist meine... Ein HK416 mit Aimbot mit Granatwerfer. Habe ich eine Granate? Nein, die habe ich gar nicht aufgenommen. Nein, da hat mich nicht gesehen. Okay, gut. Das ist ein SG. Ein SIG. Sieht zumindest danach aus wie ein Schweizer Sturmgewehr. Ist es aber nicht. Saiga, whatever. Ein AKS 74 Cobra. Ich hoffe, da innen hat es einen Sniper. Zum Beispiel ein Dimar oder so. Nee. Pech. War wohl nix. Okay. Qual der Wahl. Aber meine Sisi hat nur noch... Wie viele habe ich noch? 3 Schuss. Ist nicht so ideal. Oh, ich kann ja noch durch, stimmt. HK417. Die HK417 ist unglaublich, wie viel es von denen gibt. Schau schnell die Alice Pack rein, ob da etwas drin ist. Nein, ist nicht. Okay. Also nochmal. Viele Stunden später. Ja, die gefällt mir viel besser. Also gut, nehmen wir die. Da habe ich... Es stand zwar, ich habe nur... Nein, stimmt, ich habe 2 Magazine, davon habe ich noch Silenced, also leisliche Schüsse, was nicht so wahnsinnig spannend, also wichtig ist, weil es kommt eh nicht so davon ab. Zudem weiss ich nicht genau, wenn das die Waffe entscheidet, welches Magazin das sie nimmt. Oh, tschüss, easy. Ja, jetzt ist da hinten noch die zweite Baracke, wo ich mich dafür recht muss übers offene Feld bewegen. Fuck. Ah, das ist auch ein kaputtes Auto. Okay, sehr schön.
Also ich finde jetzt eigentlich, solange es dann noch recht ruhig ist, kann ich es eigentlich ruhig ein bisschen wagen. Ja, jetzt sind wir dafür ein Dings gesehen. Jetzt ist gegangen. Fuck. So. Nein! Wo war jetzt der Typ gewesen? Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Nein. Shit! Ah, zumindest habe ich mit Mosi fliegen. Das ist schon mal etwas. Ah, shit. Ja. Okay, aber das ist einfach, wie gesagt, das ist schon mal eine Steigerung gegenüber der letzten Session, wo ich eigentlich überhaupt fast gar nichts machen konnte. Und jetzt habe ich euch eigentlich schon wieder eine Lektion gezeigt, dass man im Airfield, auch wenn man das Gefühl hat, es ist niemand da, sollte man nicht einfach ja, blauäugig einfach über die Piste, über die Piste säckeln. Das ist ja nicht ideal. The fuck? Also irgendwie tut es mich immer auf die Nordostküste verschlagen, habe ich so einen Eindruck. Wobei, nein, warte, da ist Ottmel. Ottmel. Wo ist Ottmel? Wie auch immer, das soll ich mich kümmern, beziehungsweise dann erst wieder bei der nächsten Session, beim nächsten Bunch, den ich dann mache. Ich mache jetzt irgendwann einen Punkt wieder und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar, hinterlasst doch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr das Gefühl habt, ich muss etwas anderes machen oder ich habe etwas voll falsch gemacht oder hat der eine Typ überhaupt nicht gesehen. Sagen wir das nur. Habe ich gar nichts dagegen. Solange es konstruktiv ist und nicht einfach irgendwie irgendwelches blödes Geflame ist und so. Ja, kann ich eigentlich damit kann ich recht viel damit anfangen. Feedback und so weiter. Okay, also, das war es von mir, von DayZ Overwatch. Ich bin Dani Vega und habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bam! Volle Baumine.